Edna Strickland, die Braut, die sich einiges traut. Willkommen zurück, Freunde, hier zu Zurück in die Zukunft. Und ja, die Alte geht mir ein bisschen auf den Sack, wenn man ja sein soll. Naja. Hallo, Miss Wer sind Sie? Genau. Weil, muss man vorstellen, ey. Wir sind ja bereits bei Episode 5 vom Spiel und in jeder Episode macht die uns das Leben zur Hölle. Gut, Episode 1 war noch harmlos, aber trotzdem und dann 2, 3, Alter, naja. Ja, kauf's mir noch. Michael Corleone. So ein alberner Name. Ich spreche nie mit Fremden, die alberne Namen haben. Aber wir sind keine Fremden. Woher kenne ich Sie? Sie wollten mich vor langer Zeit einmal verhaften lassen. Erinnern Sie sich? Hör zu, junger Mann. Ich bin eine umgängliche Frau, aber ich befolge einige Regeln. Und Regel Nummer 1 lautet, ich spreche niemals über die Vergangenheit oder über die Zukunft. Ich spreche nur über das Heute. Ich glaube, das lief nicht so gut. Natürlich spricht sie nicht über die Vergangenheit, denn in ihrer Vergangenheit gibt es etwas, das sie vergessen möchte. Aber das bekommen wir schon. Na los, klopf noch einmal an die Tür. Türklopfen ist gut. Das geht ja gar nicht, Türklopfen muss ja hier ihre selbst gebastelte, naja, Alarmanlage aktivieren. Was? Ich bin's nochmal. Ihr alter Freund. Woher kenne ich Sie? Wir haben einen Tag zusammen verbracht. Haben wir? Wo? Auf der Expo. Das ist verrückt. Ich war die ganze Zeit hier seit... Welcher Tag ist heute? Dienstag, der 13. Oktober, 1931. Der 13. Oktober 1931. 13. Oktober? Irgendwas ist mit diesem Datum. Also, was willst du hier? Kommen Sie, Miss Strickland. Miss wer? Strickland. Sie sind Edna Strickland. Sieh doch auf dem Briefkasten, Sonny. Da steht Pickford. Barry Pickford. Und das ist so, seit ich denken kann. Und ich habe schon gesagt, ich will nicht daran denken. Ach, ich amüsiere mich gerade ein bisschen köstlich. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Was ist das? Lass mich sehen. Na, er? Hier ist jemand. Für Sie. Jemand? Was? Wer ist es denn? Klar, Sie erinnern sich an ihn. Carl Sagan. Den Typen, den Sie als Brandstifter der Bar bezeichnet haben. Brandstifter? Der Bar? Das ist kompletter Unsinn, junger Mann. Was du da erzählst, hat nichts mit mir zu tun. Ich würde mich nie in solche kriminellen Machenschaften verstricken. Trotzdem erinnert er mich an jemanden. Sehen Sie genau hin. Erzählen Sie mir nicht, Sie erkennen Ihren eigenen Freund nicht. Mein Freund? Ja, er ist, ganz erwachsen. Komm mal etwas näher. Marty, was soll ich bitte? Vertrauen Sie mir, Doc. Spielen Sie einfach mit. Kann das sein? Emmett? Ja, Edna, ich bin's. Du bist es. Es ist der 13. Oktober 1931. Oh, du bist Emmett. Emmett. Wie konnte mir das passieren? Habe ich etwa geträumt oder... Bleib, wo du bist. Ein klassischer Fall von verdrängter Erinnerung. Ist der mentale Damm erst einmal gebrochen, befindet sich die Person plötzlich inmitten der Szenen, die sie vergessen will. Schatz, du bist zurück. Natürlich, ich wusste es.
Ein intelligenter Junge wie du würde nicht wegen eines dummen Streits seine wahre Liebe aufgeben. Ich habe den kleinen Zoff von letzter Nacht schon vergessen. Du doch bestimmt auch. Natürlich habe ich. Natürlich habe ich... Was? Honigauge. Honigauge. Du bist so süß. Aber du gibst dich immer noch mit diesem Smirnoff ab. Lass das. Er hat einen schlechten Einfluss. Und du musst aufhören, an diesem gefährlichen, elektrokinetischen Dings da zu arbeiten. Okay. Wahrscheinlich bist du sauer auf mich, weil ich Detective Parker gezwungen habe, deinen Stand zu schließen. Bitter für dich, ich weiß. Aber ich musste es tun. Und Parker hatte keine Wahl, als auf mich zu hören. Er weiß, dass meine Meinung in Hill Valley viel zählt. Und er würde niemals... Parker würde niemals... Was ist los? Ich weiß nicht. Etwas mit Detective Parker. Etwas, das mir am 13. Oktober passiert ist. Was war das nur? Kannst du ihr auf die Sprünge helfen? Wenn wir ihren Geist in der Vergangenheit halten können, erfahren wir vielleicht die ganze Geschichte über die vorzeitige Zerstörung von Hill Valley. Ja, vielleicht. Wirklich schlimm, ihn so zu sehen. Okay, das bringt also nix. Der Mob vielleicht, aber soll denn da vielleicht so? Das wird ihre Erinnerung zurückbringen. Erinnerung woran? Ich will mich nicht erinnern. Wer bist du? Was machst du in meinem Garten, du Rabauke? Nein, Edna, kein Garten. Was? Hier spricht Emmett. Es ist der 13. Oktober 1931. Ja. Und gleich geschieht etwas. Oh ja, etwas Großes. Aber was? Sprich sie besser nicht an. Das bringt sie raus. Tja. Was soll denn der Mob denn machen? Ich habe das hier mitgebracht. Das habe ich schon. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen sie unternommen hat. Nein! Stell das ab, du Trottel! Wenn Parker das hört, wird er... Officer, ich kann das erklären. Es war ein Trick. Ich wurde reingelegt. Ah, er ist hinter mir her. Ah, in diesem aufgemotzten Zukunftsauto kriegt er mich nie. Verflucht. Ich darf ihn nicht verlieren. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Dann lasst uns mal sehen, was dieses Baby kann. Und da kommt es. Ja? Da kommt was? Ich weiß nicht. Jetzt sollte irgendetwas Unerwartetes passieren. Aber ich weiß nicht was. Wenn ich's mir überlege, wie kann ich etwas Unerwartetes erwarten? Was geht hier vor? Schnell, Marty. Wir müssen sie dazu bringen, mehr von der Geschichte zu erzählen, bevor sie aus der Trance erwacht. Was für eine Trance? Die ist einfach nur geisteskrank oder was von immer. Mob. Lieber nicht. Schade. Raus hier! Raus! Raus! Reg sie nicht auf, Marty. Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Hä, es ist doch im Auto drin. Ja, also trotzdem gehen irgendwie... Nee, hä? Verwirrung?
Ich weiß nicht, was dann passiert. Deswegen mach es doch. Da müssen Willen, ich habe sonst nichts, also von dem her, Ich weiß nicht, was dann passiert. ja, keine Ahnung. Und das geht ja auch nicht, ich habe schon versucht. Ich weiß nicht, was dann passiert. Nehmen die da reinhalten. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, geht mir auf den Sack. Ja, ich kann warten. Okay, immer noch. Nimm den Stock. Darum herlaufen am Ende? Nö, ich muss also irgendwas hier anzünden. So weit sind wir schon mal. Ich weiß nicht, was dann passiert. Es müsste also das Blumsklo sein, aber sie will noch nicht. Ah, raus hier! Raus! Raus! Reg sie nicht auf, Marty. Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Okay, müssen wir das für später aufheben. Dann doch so, ich weiß nur den Mob, was irgendwie... Was weiß ich. Ich weiß nicht, was dann passiert. Deswegen lauf ein bisschen und gib ihn ihr. Ich weiß nicht, was dann passiert. Mann, Marty, der Satz geht mir auf den Sack. Ich weiß nicht, was dann passiert. Gut, aber nur eines noch in den Sinn kommt, der Kaktus, war. Vielleicht drin ist dann irgendwie ein Trixie. Geht's nicht ein wenig schneller, Danny? In diesem Auto kriegt er mich nie. Es wird gleich etwas Unglaubliches tun. Das soll Danny Parker sein, okay, von mir aus. Jetzt Geht's braucht nicht noch ein wenig schneller, Danny? Nein, nein, nein. Okay. Ich habe es da vorhin nicht gesehen. Vielleicht kann ich es ja jetzt anzünden, wa? Was bringt das? Es muss eigentlich diese Funken fliegen, weil das ist halt sonst immer passiert, sobald die halt auf 88 beschleunigt. Aber das wird eigentlich nur passieren, wenn ich halt das Blumsklo anzünde. Ah, raus hier! Raus! Raus! Reg sie nicht auf, Marty. Ich sollte jetzt wirklich keine Sachen anzünden. Ja, meine Nase kribbelt gerade. Okay, Leute, noch ein Hinweis. Was geht hier ab? Okay, ja, das verstehe ich, ja. Das blitzt und knallt. Hä? Gibt doch gar nichts. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann passiert. Okay, geb's auf. Letzter Hinweis, bitte. Was? Okay, gut, das kriege ich zwar das Geräusch hin, aber alles andere dafür nicht. Da sind sie! Die Lichter! Ich werde transportiert! Wohin? Zurück! Zurück! In die Vergangenheit! Was siehst du? Hill Valley! Aber es sieht anders aus. Ganz klein und primitiv. Meine Güte, kann das sein? Ja! Was ja? Großvater, er ist es! Marshal James Strickland kam 1869 nach Hill Valley, erschossen von... Ja, Doc, wir haben ihn 1885 getroffen. Erinnern Sie sich? Nein, ich muss mich irren. Großvater sah anders aus. Dieser Mann ist ein Betrüger. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Mann ist. Das ist alles sehr verwirrend. Wo bin ich? Warum denke ich an die Vergangenheit? Runter von meinem Rasen, ihr Gauner! Wir müssen Marshal Strickland irgendwie zurückbringen, schnell. Wir müssen diese Story auf die Spitze treiben.
Also jetzt fast muss ich irgendwie nur noch so. Gut, ja. Sieht für mich wie ein Strickland aus. Wie mein kleiner Bruder vielleicht, aber nicht wie mein Großvater. Großvater war viel zottiger. Hä, wie kriege ich das hin? Zottiger? Ich meine, naja, also brennt halt nur, wa? Aber ich meine, kann man hier aus trotzdem nichts anderes anzünden, Enten anzünden, okay, nee. Ich glaube, das geht auch nicht. Ich sollte jetzt... Verdammt, hey. Habe ich hier noch irgendwas rumliegen? Ein altes Saloon-Schild. Toll. Nur schade, dass es verkohlt ist. Wenn zweifelweise etwas bringt, aber naja, eine Not frisst der Teufel fliegen. Ich weiß nicht, was dann passiert. In der Not frisst der Teufel fliegen, bringt ja auch nichts. Ich weiß nicht, was dann passiert. Oh, Marty, also langsam geht es mir auf den Sack. Ja, weiß ich, wie wir aussehen, dann weiter. Hey, aber er hat einen Hut auf. Ednas Großvater, Marshall Strickland. Das ist dasselbe Bild, das ich in Ednas Wohnung gesehen habe, damals, in der Zukunft. Ja, Ednas Hut, ist doch alles super, so wie es ist. Der Hut steht ihr nicht so gut. Hä? Aber er war doch gerade noch... Oh, was ist das für ein Grafikbug? Sorry Leute, aber das war jetzt nicht mein Fehler oder so. Das war ein Fehler vom Spiel, weil klar, was soll man sonst noch machen? Ne? Muss ja so sein. Irgendwo hier drüben, toll. Nicht schlecht. Ah, Großvater, du siehst gut aus. Alles sieht gut aus. Wie sieht alles aus? Erzähl es mir. Ein bisschen rustikal sicherlich, aber all die Gebäude sind so solide gebaut und gepflegt. Und die jungen Menschen in Hill Valley sind so tugendhaft und ehrlich. Ganz anders als diese verkommenen Kandidaten aus dem 20. Jahrhundert. Und ich weiß auch warum. Warum? Sie sind noch nicht den Lastern des Alkohols und der Sünde verfallen. Sie sind noch ganz unschuldig. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, hier zu leben. Aber wer ist das? Wer? Dieser große Rüpel, der da die Straße entlang stolziert. Mit einem höhnischen Grinsen auf den Lippen. Er ist neu in Hill Valley. Gurgard. Gurgard. Tannen. Ja, Gut geraten. sieh ihn dir an. Führt sich auf, als wäre er der Größte und wirft mit Geld um sich. Mit gestohlenem Geld, zweifellos. Warum durchschauen die ihn nicht, diese miese Schwindler? Und jetzt wird mir auch sein Plan klar. Er hat ein Grundstück in der Stadt gekauft. Er will etwas bauen. Ein Ein was? Ich weiß nicht. Es ist etwas, das mir nicht gefällt. Etwas Schlechtes. Das ist der Schlüssel zu unserem Rätsel. Wir müssen ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Noch mehr? Ein Kino? Könnte alles möglich sein. Ein Saloon. Vielleicht versetzt dich das zurück. Zurück wohin? Ich möchte nicht zurück. Bleib, wo du bist, Edna. Bitte, Marty, hol sie nicht aus ihrer Trance. Und sonst hin hier Kaktus. Muss irgendwas. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was dann passiert. Häng ich mal hier hin. Mal eine andere Lokalität. Ein Saloon?
In Hill Valley? Das kann er nicht machen. Großvater, du darfst das nicht zulassen. Diese Schlange darf das Paradies nicht zerstören. Tja, wenn es sonst keiner sieht und ihn aufhält, dann muss ich das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Ich werde dafür sorgen, dass dieser sündige Laden niemals seine Türen öffnet. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Aber ich werde etwas tun. Etwas. Tja, und jetzt kommt wohl das zum Zuge mit dem Abfackeln. Dann hat die gute Edna ja Erfahrung. Und zwar mehr als er gut ist. Nein, du machst das ganz falsch. So wird das niemals brennen. Zuerst brauchen wir etwas Kerosin. Großzügig auf der Baustelle verteilen. Kein falscher Geiz. Und nun, seht her. Ist es nicht schön? Die Arbeit des Teufels vernichtet durch die Flammen der Rechtschaffenheit. Brenn, du dummes Ding! Brenn! Als wir zusammen waren, war sie nie so leidenschaftlich. Oh. Was ist los, Edna? Probleme mit dem Feuer? Dreh dich weg! Sieh nicht hin! Es bleibt nicht im Saloon, oder? Es breitet sich aus. Auf die anderen Gebäude in Hill Valley. Ich hatte edle Absichten. Das sollte nicht geschehen. Aber es ist geschehen. Und du hast es all die Jahre unterdrückt, weil du dir nicht eingestehen wolltest, dass... Eine gemeine Straftat beging. Hab ich zu dick aufgetragen? Hier steht es. Schwarz auf weiß. Aha. Hill Valley durch Brand zerstört. Das Feuer brach ca. 2 Uhr nachts aus. Am 17. Juli 1876. Natürlich bin ich nicht die wahre Kriminelle in dieser Geschichte. Oder? Mr. Sagan. Sie haben mich zu Fall gebracht. Sie und Smirnoff. Sie haben dafür gesorgt, dass ich Ihr Höllengefährt stehle und Hill Valley niederbrenne. Und nun, Kraft der mir von Hill Valley übertragenen Entscheidungsgewalt, verurteile ich Sie beide zu... Hey! Du, was hast du alles gehört? Genug für einen Monat Schlagzeilen im Hayesville Herald. 2 Monate, wenn... Dich könnte ich auch erschießen, klar. Aber das wirst du nicht. Das wäre ja gegen das Gesetz. Und du brichst... Hören Sie, Sie sollten besser abhauen. Verbindlichsten Dank. Gute Idee. Also dann erneut in die Vergangenheit 1876. Ach du Scheibenkleister. Das ist Beauregard Tennants fast fertiger Saloon. Irgendwann in der nächsten Stunde wird Edna ihn anzünden und unbeabsichtigt ganz Hill Valley in Brand setzen. Ich frage mich, wo DeLorean ist. Den finden wir später. Jetzt müssen wir erst das Feuer stoppen. Ich gehe von hinten, du gehst von vorne rein. Verstanden. Null Problem, obwohl ich mich gerade frage, Leute, 1876 sind wir jetzt in der Zeitachse, wo wir auch im 3. Film waren? Ich habe gerade das Jahr nicht mehr auswendig im Kopf und so, aber ich glaube, es könnte sein, wa? Vom Datum her, keine Ahnung, vielleicht vorher, vielleicht nachher von unserem Auftauchen und so, aber ich hoffe, wir laufen uns selbst aus dem 3. Film nicht hier noch über den Weg. Das wäre mal ganz, ganz krass. Aber egal, Leute, wie es weitergeht, hier bei Zurück in Zukunft, das Spiel Episode 5 im Jahre 1876 haben wir dann wieder im nächsten Part. Bis dahin, ciao zusammen.